Servus, Glück auf und jetzt willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, diesmal zur Pressekonferenz. Nach dem Champions League Achtelfinal-Rückspiel zu Hause gegen Lazio Rom 3:0, verdienter Sieg. Bevor wir reingehen in die PK, kurzer Hinweis, unter dem Video findet ihr den Abonnieren-Button. Einfach mal draufklicken, wenn ihr mich und diesen Kanal unterstützen wollt. Ist völlig kostenlos, müsst ihr keine Scheu haben. Vielen lieben Dank dafür und damit rein in den Bums. Abfahrt! Hält sich in der Champions League schadlos und zieht durch ein 3:0 über Lazio Rom ins Viertelfinale ein. Herzlich Schadlos halten wir uns? Naja, mit einer Hinspielniederlage war das nicht schadlos. willkommen zu später Stunde zur Pressekonferenz mit Thomas Tuchel. Und da die Zeit schon vorangeschritten ist, bitte gleich zügig beginnen mit der ersten Frage. Hier sehe ich, wenn der Trainer wieder zurückkommt. Wo will er hin? Marco Mader für den Schnell die Sportinformationsdienst. XG-Werte holen, oder? Hallo Herr Tuchel, gratuliere zum Sieg und zum Weiterkommen. Sie haben es im Fernsehen schon ein bisschen erklärt. Dennoch interessiert es mich noch ein bisschen mehr im Detail, was vor dem Spiel bei Ihnen passiert ist. Sie haben sich am Fuß verletzt. Ja. Bei Ihrer Rede an die Mannschaft, können Sie das bitte noch mal schildern und sagen? Hat er in die Werbebonne getreten, à la Cleansy, oder was? In die Werbetonne? Oder vom Spind, oder was? Wild. Oder wollte er einen Roundhouse-Kick gegen Kimmich ansetzen, oder was? Das sind ja wilde Sachen passiert. Wie es genau passiert ist. Das ist geschildert, ich habe in eine Tür getreten und man glaubt, ein Zeh gebrochen. Zumindest fühlt es sich so an. Fühl ich. Endlich macht er den Kloppo und wird mal ein bisschen emotional in Anrede. Ja? Da muss er auch mal ein Loch in die Tür treten, wenn es sein muss. Wenn es der Mannschaft hilft, um wach zu werden vom Spiel. Ja, alles gut. Sehr schmerzhaft, aber alles gut. Deshalb konnte ich auch nicht mehr drauf stehen. Deshalb bin ich gesessen während dem Spiel. Aber alles in Ordnung. Okay, das erklärt, warum ich ihn nicht so wahrgenommen habe und mehr seine Co-Trainer. Okay, die Entschuldigung lasse ich persönlich durchgehen, Leute. Gerne gebrachtes Opfer. Naja, gut, wenn wir jetzt davon ausgehen, er hat sich ein Zeh gebrochen. Das heißt, er hat noch 9 Zehen. Viertelfinale 2, Halbfinale 2, Finale 5 Spiele. Kann er, ja, mit Halbzeitansprache und vorm Spiel. Wird knapp, fehlt ein C, aber er kann es ja versuchen. Das war's? Okay. Dann hier die rechte Seite, Nikolaus Linner für die Bild-Zeitung, bitte. Hallo Herr Tuchel, daran anschließend nochmal die Frage, wie haben Sie denn Ihre Jungs motiviert vor dem Spiel? Was hat Sie da so in Wallung gebracht bei dieser Motivationsrede? Was haben Sie ihnen mitgegeben und was glauben Sie jetzt nach so einem Entscheid? Ja, was ist noch drin? Sind Sie jetzt wieder der Favorit auf den Champions League-Sieg? Morgen die erste Schlagzeile in der Bild. FC Bayern is back. Wird die Saison jetzt noch gerettet? Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Leroy Sané, Leon Goretzka bekommen Rentenverträge, wenn die Champions League irgendwie gewonnen wird. Ein Sieg ist noch drin in dieser Saison, sowohl in der Champions League als auch in der Meisterschaft. Was soll in der Meisterschaft noch drin sein, du Kasper, Alter? Du Bumsbirne, ey. Meine Güte, Alter, was für eine hohle... Ja, aber was willst du ja auch vom Bildreporter erwarten, Junge? Boah. Ein guter Rückstand in der Meisterschaft ist groß und jetzt heute Champions League Pressekonferenz. Da kümmern wir uns am Samstag drum und am Freitag um die Bundesliga. Heute genießen wir, dass wir weitergekommen sind. Die Aufgabe war schwer. Es war gegen eine italienische Mannschaft, die sehr, sehr gut verteidigen kann. Mussten wir unbedingt mindestens 2 Tore schießen, um weiterzukommen. Wir haben eine sehr gute Mannschaftsleistung gebracht. Es war sehr Haben wir wirklich. solide. Wir waren sehr konzentriert über die ganze Phase des Spiels. Haben einen guten Mix gefunden zwischen ins Risiko zu gehen und gleichzeitig auch die Ja, auch da gehe ich mit. Die Disziplinen in Position zu behalten, um keine Konter zu fangen. Das ist uns sehr gut gelungen. Deshalb sind wir damit jetzt sehr glücklich. Zu meinem Vielleicht sollten wir jetzt mal analysieren, woran das denn so liegt. Ich hätte da eine Vermutung. Im C gibt es nichts mehr zu sagen. Das war. Aber das klären wir am Freitag, 18:30 live hier auf YouTube und auf Twitch, Leute.
lüfte dann das Geheimnis, ist kein Problem. Im Rahmen meiner letzten Ansprache und ja, das ist die Geschichte. Nebendran Christian Falk für die Sportbild. Thomas, ich habe die Frage schon mal gestellt, vielleicht ist heute ein besserer Zeitpunkt. So viele Titel sind nicht mehr drin für Bayern. Wie groß und wie reizvoll wäre es, sich mit dem Champions-League-Titel aus München zu verabschieden? Boah, das ist auch so eine rhetorische Frage, Alter. Ja klar, als wenn der Tuchel sagen würde, oh nee, ich möchte die Champions League jetzt nicht gewinnen. Geh so mit der schlechten Leistung, die ich hier gezeigt habe in 11 Monaten. Also der Champions League-Titel, der ist immer der reizvollste Titel und der schwerste Titel, den es zu holen gibt in Europa. Das ist wahrscheinlich auf der Welt das schwerste Turnier zu spielen. Deshalb hat es natürlich einen unglaublichen Reiz. Aber das ändert sich. Der wird auch nicht größer, wenn man am Saisonende geht, und der wird auch nicht geringer, wenn man einen langfristigen Vertrag hat. Der bleibt einfach immer gleich für alle von uns. Nur wenn wir das erreichen wollen, dann müssen wir Schritt für Schritt denken, und das haben wir heute geschafft. Es war sehr wichtig, weil natürlich ist das Viertelfinale als das Minimalziel für uns als Club und auch für mich persönlich. Das kannst du ja selber beeinflussen, indem du Gruppensieger wirst. Und dann hast du die bessere Auslosung, weil du das zweite Spiel zu Hause hast. Und ab dem Viertelfinale wird offen ausgelost. Deshalb brauchst du auch ein bisschen Losglück, dass eventuell die Gegner in dem Moment vielleicht ein bisschen besser passen oder dass die Tagesform hier und da vielleicht mal den Ausschlag gibt. Aber jedes Team, das im Viertelfinale ist, möchte ins Finale. Wir auch. Aber es wird auch dann wieder Schritt für Schritt nur gehen. Und wir müssen weitermachen und dranbleiben. Wir können das heute genießen. Am Samstag werden wir wieder abgeprüft. Dann hier in der Mitte ein italienischer Kollege, bitte. Ja. Ja. Sie? Momento. Sì. Momento. Sì, sir, buonasera. Complimenti per la qualificazione. Le volevo chiedere quanto è stato difficile battere la Lazio, anche io ho avuto l'impressione che voi nel primo tempo qualche rischio l'avete corso, mentre nella ripresa dopo il 2-0 siete sembrati devastanti, quindi magari psicologicamente vi siete anche sciolti. E poi le chiedo una curiosità, visto che lei il prossimo anno non allenerà al Bayern Monaco, se le piacerebbe allenare in Italia. Wir haben leider heute wieder technische Probleme. Wir haben leider keine Übersetzung, Leute. No, müssen wir durch. Ja? E che squadra, semmai? Die hat nur Tuchel exklusiv. Also den zweiten Teil Ihrer Frage werde ich Ihnen nicht beantworten, weil es gibt noch Ziele zu erreichen hier mit Bayern, und das ist mein ganz eigener Anspruch, das hier bis zum Ende auf dem bestmöglichen Niveau zu Ende zu bringen. Die erste Frage, ja, es ist schwierig. Lazio kann sehr gut verteidigen, hat sehr gut kombiniert. Es war schwierig in der ersten Halbzeit. Sie haben recht, ihnen auch frühe Balleroberungen zu haben, weil sie sehr gut kombiniert haben, sehr schnell kombiniert haben. Jedes Team von Sarri benutzt enge Abstände und Wandspieler, um aus Drucksituationen rauszukommen. Das wussten wir. Das ist manchmal dann auch schwer, in eine direkte Balleroberung zu kommen, weil der Gegenspieler, auf den du den höchsten Druck hast, der spielt eigentlich nur mit einem Kontakt und lässt den Ball wieder rückwärts prallen zu dem anderen Spieler, der einen Blick nach vorne hat. Deshalb musst du sehr aufmerksam sein, und wir wussten, dass das passieren kann. Das ist in der Halbzeit noch mehr passiert in der ersten als in der zweiten. Es war aber wichtig, nicht frustriert zu werden oder nicht zu denken, dass es an der Systematik liegt oder am Aufwand. Ja, das waren aber auch 10 Minuten, die Lazio da dann mal wirklich den Ball, wie er sagt, gute Ballstaffetten hatte und so weiter, ja. Oder lass es 15 Minuten gewesen sein, das war es aber auch. Oder positiv zu bleiben und weiter den Aufwand zu betreiben, um dann letztendlich unterm Strich keine Torchancen zuzulassen aus dem offenen Spiel. Das haben wir bis auf eine Kopfballchance von Immobile auch geschafft. Deshalb war ich damit sehr zufrieden. Und ansonsten war es wichtig, im eigenen Ballbesitz ein bisschen mutiger zu sein und die kleinen Momente besser zu finden, um in 16er reinzukommen. Wir wollten mehr Kontakte haben und mehr Spieler im 16er, wenn wir angreifen.
angreifen. Und dann, ja, das ist halt wie immer. Wir hatten 3 hochkarätige Chancen in Lazio, haben keine davon gemacht. Heute haben wir dann mal aus einer Halbchance oder ja, aus einer normalen Chance einfach mal ein Tor gemacht. Und das verändert das Spiel. Deshalb das verändert dein Selbstvertrauen, das verändert den Lauf des Spiels. Und das hat uns natürlich die Sicherheit gegeben, die man dann auch gesehen hat in der zweiten Hälfte. Haben wir noch einen besseren Rhythmus gefunden und konnten das Spiel komplett dominieren. Ja, gehe ich mit ihm. Dann ganz rechts oben Florian Eisele für die Augsburger Allgemeine. Ja, Frage an den Tuchel. Sie haben vor dem Spiel gesagt, wir sind in sehr guten Phasen, eine sehr gute Mannschaft. Heute war es die Phase komplett über das ganze Spiel sehr gut. Inwiefern hat das Spiel jetzt auch das Zeug zur Trendwende? Ich hoffe, aber wir müssen es beweisen. Das wird nicht helfen, wenn wir heute davon reden. Aber klar, das waren jetzt 2 gute Heimspiele mit 2 sehr wichtigen Siegen gegen Leipzig und gegen Lazio. Und wir müssen dranbleiben. Heute gilt es jetzt sicher erstmal, das Positive in den Vordergrund zu stellen und das auch zu genießen. Das war eine schwierige Aufgabe. Naja, ich habe es ja schon in der Analyse gesagt. Da muss man jetzt auch einfach mal an den Spielern, die endlich da spielen, wo sie hingehören, zum großen Teil, mal festhalten. Ja? Und nicht wieder mit Minje und Opa da rumwerkeln und Kimmich wieder in die Mitte ziehen, der da wieder nur Chaos verbreitet. Da muss man das jetzt einfach mal so durchziehen. Ja? Punkt. Aufgabe nach dem Hinspielergebnis und wir haben sie gut gelöst und verdient gemeistert, diese Hürde. Wir sind in den besten 8 in Europa. Das ist auf jeden Fall das Minimalziel. Das ist sehr hoch gesteckt, aber es ist das Minimalziel, das haben wir erreicht. Und, ja. Naja, das Minimalziel ist auch eigentlich die Meisterschaft, wa? Ja, ab sofort. Und dann gilt es wie immer. Wir müssen uns am Samstag wieder beweisen. Mainz wird uns neue Fragen stellen und natürlich gut vorbereitet hierher kommen. Und wir müssen dranbleiben, aber die Siege helfen immer am meisten. Ja, ich denke, das war's. Vielen Dank, dann allen eine gute Heimfahrt und ja, ich meine, was soll man jetzt auch im Erfolgsfall da irgendwie was anderes erzählen? Geh mit ihm und wir schauen, wie die nächsten Bundesligaspiele laufen und vor allen Dingen, wie das Personal sein wird. Das sind ja die interessanten Fragen. In diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche und wie immer an dieser Stelle vielen lieben Dank für euren Support. Tschüssi. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist nicht ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.